Die Damen und die Herren Deputierten, liebe Ehrengäste alle goe, liebe Freunde vom LCGB, liebe Freunde von allen befreundeten Organisationen und Assoziationen, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Kongressdelegierten, liebe Freunde alle goe. Ich adressiere mich heute schon als Invité d'honneur heute. Ich bin immens froh, dass ihr da seid. Und das bedeutet auch etwas. Und das weiß, dass die Wichtigkeit vom Mogebel-Kongress von dem wichtigen Moment hier unerkannt. Und samstagsmorgens bei gutem Wetter hier bei uns zu kommen, das täuscht etwas. Und ich sage eine ganz, ganz große Merci für Ihre Präsenz dabei. Und dann durch die Kongressdelegierten, dass sie kleinen Insider-Joke, sie wissen, dass ich einst eine halbe Stunde von der Rede schon Merci sagen. Und ich bitte nicht mehr Verständnis, mehr heute muss ich aber. Heute muss ich können sagen, ein riesengroßes Merci an jeden Einzelnen von euch. Das ist ein immens schöner Moment, das ist eine Stärkung vom OGBL. Ich sage euch Merci für alles. Merci Lomol für Ihr Vertrauen. Merci, dass ihr mich nach als Ihr Präsidentin wollt für die nächsten 5 Jahre. Merci, dass ihr uns zusammen ermöglicht, den OGBL von heute durchzustellen. Merci, dass wir können zusammen den Engagement beweisen. Für 5 Jahre, ihr wisst das, liebe Kolleginnen und Kollegen, die Damen und Herren, sind ich zur Präsidentin gewählt gehen. Und ehrlich gesagt, sind das gefehlten 100 Jahre hier. Das ist eine ganz neue Welt. Wir haben so viel erlebt. Und aber ist es ja dann immer, wie wenn gestern gewesen wäre. Und wir haben so viel zusammen erlebt. Wir sind durch Schwarzzeiten gegangen, wir sind durch Höchste gegangen und durch Tiefsten. Wir haben gekämpft und gewonnen. Wir haben gestritten und sogar gestreikt. Wir haben manifestiert, wir haben noch dialogiert, aber für uns allem, liebe Kolleginnen und Kollegen, haben wir alltag die Interesse von den schaffenden Leuten und den Pensionierten in Lützeburg verteidigt und wir haben die Situation verbessert. Und das meine ich, das größte Glück, was wir machen können. Merci und für das Engagement. Alles das haben wir zusammen gemacht. Wir haben zusammen an den Jahren noch den OGBL von Haut gestaltet, ich habe nicht gesagt. Wir haben noch ein bisschen dem OGBL eine neue Handschrift gegeben. Ein bisschen mehr jung gehen, mehr modern, mehr cool, vielleicht auch ein bisschen mehr weiblich. Aber immer selbst engagiert, immer dieselben Werte vertreten, immer selbst kämpferisch, wenn es muss sein. Und darüber können wir zusammen stolz sein. Und dafür geht mein allergrößter Merci für das gewerkschaftliche Engagement. Weil das Vertrauen, was ihr mir gestern gegeben habt, für noch 5 Jahre weiterzuführen, das ist der Beweis, dass wir alle zusammen die letzten 5 Jahre eine gute Arbeit gelegt haben. Weil, und ich habe das schon jemand oft gesagt, mir eigentlich nie oft genug. Der OGBL, das ist nicht seine Präsidentin, das ist auch nicht seine Geschäftsführung. Der OGBL, das sind Militantinnen und Militanten. Das sind Personaldelegierten aus allen Sektoren, das sind über 77.000 Members, das sind Männer, Frauen aus allen Sektoren, aus allen Berufen, aus unterschiedlichen Nationalitäten, die zu Lützeburg wohnen oder an der Grenzregion, jung oder Männer, jung sind, alle zusammen, sind wir den OGBL, Kolleginnen und Kollegen, eine große Merci dafür. Und nicht zu vergessen, das muss ich aber auf dieser Platz können machen, erlaubt mir das, dem hauptamtlichen Staff vom OGBL. Ich habe gestern schon gesagt, ihr seht für mich wie eine zweite Familie. Das ist so. Ich sage nicht merci, dass dir nie abgeht. Weil das ist oft kein einfacher Job. Wir wissen das alle gut. Ein großes Merci an jeden von euch für euren alltäglichen Einsatz, für eure Geduld, für eure Ausdauer. Das ist auch auf die Menschheit. Das ist auch nie alles perfekt, aber wir geben uns alle Guten immer mehr Wünschen, mehr Zeit, mehr Moyen, mehr Leute. Wir machen mit denen Moyen aber den allerbesten Job, den möglich ist. Wir machen den Job heute zu dem besten und schönsten von der Welt. Dir steht all darauf, setzt dich an, für dass es den Leuten besser geht. Wir stehen zusammen auf der richtigen Seite. Und dafür ein ganz großes Merci, eine ewige Dankbarkeit für Ihr Engagement, liebe Kolleginnen und Kollegen vom OGBL. Weil den Succès vom OGBL ist immer ein Succès vom Kollektiv. Das war immer so, das wird immer so bleiben. Und die letzten 5 Jahre, das war kein einfach.
Die mich von 1900 schon gesehen, wir hatten den Tätigkeitsbericht, die drehen halb an Wesen sowieso. Es waren anstrengend Jahre. Wir haben noch, wir mussten mit unbekannten Defien bemol eins gehen. Wir mussten allen Decisionen holen an Covid-Zeiten. Wir hatten noch Krieg in Europa. Wir hatten die ganze Indexlüt. Wir hatten die Energiekrise, die aus der Krieg resultiert ist. Wir hatten Tripartiten und Nachtripartiten. Wir konnten immer auf den Zielen, wir haben zu allen Momenten als Responsabilität überholt. Wir stehen zusammen, wir haben wichtige, schwere, aber richtige Decisionen geholt. Und das wurde auch bei der letzten Sozialwahl bestätigt, wo der Nouvelle gestärkt rausgegangen ist. Sie hat das sowohl an den Betrieben wie auch an der Chambre des Salariés, wo wir mit den 37 von 6 Sitzen als absolute Majorität konnten verteidigen und ausbauen. Und das ist schön, das ist eine Bestätigung von unserer Arbeit. Aber das bringt eben noch eine große Responsabilität mit sich. Liebe Kolleginnen und Kollegen, der Kongress findet alle 5 Jahre statt. Und das, der Peter hat es schon gesagt, immer der Moment auch für sich auf die Zukunft vorzubereiten. Für zu sagen, wie soll der OGBL von morgen aussehen, für zusammen aufzustellen, was das als politische Programmatik, wo gehen wir hin? Und dafür haben wir gestern als politische Zentralsekretärin gewählt. Wir haben als Geschäftsführung gewählt, wir haben als neue Exekutiv, als neue Überwachungskommission, wie wir gesehen haben, als Nationalvorstand, als Vizepräsidentin, als neue Präsidentin und Altpräsidentin gewählt. Zusammen sind wir eine starke Equipe. Ich meine, wir sind definitiv bereit, für mit all Einzelnen am OGBL Zukunft umzugehen. Und ich muss sagen, die Zukunft, das ist kein einfach. Das wird kein einfach sein, wir wissen nicht. Der Kongress findet dann Zeiten statt, die so unsicher sind wie eigentlich noch nie. Wir brauchen, also wenn wir Nachrichten gucken, dann sehen wir Schreckensnovellen, die aktuell, die international, die geopolitische Situation, die ist verstörend. Sophie Binet hat gestern gesagt, es wird ein Gefühl, lebt in einer Dystopie. Auch im nationalen Plan haben wir Probleme. Wir sind mit einem radikalen politischen Kurswechsel konfrontiert. Eine kahle Bewandtnis über die Rechte und Errungenschaften von den Leuten, die müssen für ihre Lohn schaffen. Attacke gegen das Lohn, Attacke gegen das Kollektivverträge, gegen das Pensionen. Eine Regierung, die 1 zu 1 umsetzt, was Patronat ihnen diktiert. Das ist eine schwere Zeit an den nächsten Jahren. Auf europäischen Plan erleben wir Rückzug wie in den 30er Jahren nicht mehr gab. Kricher wüten all da an der Welt, internationale Handelskricher stehen unter dir. An den USA, wir haben schon viel gestern darüber geschwatzt, wie gefährlicher und der Spitze oder mehr nach größenwahnsinniger. Kolleginnen und Kollegen, die Welt steht auf der Kopf, steht für uns so vielen Defien, wie sie schon lange nicht mehr gab. Es sind keine einfachen Zeiten. Das sind noch keine einfachen Zeiten für uns Gewerkschaften. Die Gewerkschaften gehen dafür umso mehr gebraucht an diesen Zeiten. Wir müssen auf der Höhe sein. Eigentlich so viel wie noch nie. Wir müssen uns auch aufpassen. Wir müssen auch mal umdenken. Wir müssen als Prioritäten setzen. Wir müssen zusammen schaffen, immer mehr stark. Wir müssen uns modernisieren. Und auf der Höhe sind, das bedeutet eben auch Wert zu gehen, die neu sind und die vielleicht nach für nicht so lange undenkbar gewesen wären. Wie zum Beispiel als Zusammenarbeit mit dem LCGB. Weil von einer vorsichtigen gemeinsamen Kampagne, die wir gestartet haben, stehen wir heute zusammen an unserem Front Syndical. Und wir sind zusammen so stark wie noch nie. Und ich meine, dass wir viel überraschend kommen. Für euch selber auch. Und das neu, und das auch unerwartet, und das auch einst eine Überwindung für sie drehen. Und das auf beide Seiten. Nach 4 Jahren, am März 2024, stehen wir an der Sozialwahl, gehen den ab. Wir waren Hauptkonkurrenten, heute sind wir Freunde. Und ich kann nicht so, und ich bin just einfach nicht mehr dankbar dafür. Weil, Kolleginnen und Kollegen, das ist das einzig Richtigste, was wir können machen an diesen Zeiten. An Zeiten, wo wir von, merci. An den Zeiten, wo man von Politik und Patronat so heftig attackiert gehen wie noch nie, da ist es einfach eine Notwendigkeit. Das ist Responsabilität, als nicht außer Nähen splicken zu lassen, geschlossen an die Menschheit zu gehen. Erlaubt mir auch, aber persönlichen Merci auszudrücken und den Patrick Dori, den Nationalpräsident vom LCGB, und den Franz Lommel, den Generalsekretär vom LCGB,
Ich schon dürfen noch im Kongress dabei sein, die sie dabei sind im Kongress dabei. Allein da das schon schön. Mehr aber für und alle, merci, Kollegen, für das Vertrauen. Merci ehrlich für das ehrlich Bemühen, alltag als Stärkten zusammen zu lehen. Sind neue Zeiten, wir gehen neu weiter, wir weisen, dass wir es aufpassen und dass wir es modernisieren können. Das heißt, den einzig Richtigen. Es gibt kein anderes Choix wie der Front Syndical. Davon sind nicht überzeugt, davon sind wir überzeugt. Und in dem Sinn werden wir auch gemeinsam die neue Jahresresolution anholen. Und ohne Loveln Druck zu machen, die erst beim LGB-Kongress schon am Februar geholt gehen, wie ihr wisst, an das unanim. An Gewerkschaftsfront. Als das, Kolleginnen und Kollegen, was unsere Gegner Angst macht. Das merken wir all das. Das ist das, was den Politiker, Patronat Angst macht. Und genau das weiß ich auch, dass es der richtige und den einzig richtige Weg ist. Am Interesse von allen schaffenden Leuten zu Lützeburg. Am Interesse von ihren Familien, von den Pensionierten, von unseren Arkien, von unseren Errungenschaften, von unserer Zukunft. Am Interesse von dem allen dürfen und werden wir es nicht mehr spalten lassen. Ja, Gewerkschaftsfront ist auch immer mir wichtig, wenn ihr bedenkt, was an der Welt so los ist, weil auch für den Frieden muss man alle zusammen geschlossen anstehen. Der Krieg ist zurück in Europa, Hunderttausende Todescher, Millionen von Leuten, die direkt betroffen sind, die leben seit Jahren an der Angst um ihr Leben, an den unmöglichen Konditionen. Familien gehen also nicht gehabt. Aber wie bei allen Krieg sind immer die schaffenden Leute, die größte Last zu drohen haben. Sie wird unter Front selber, sie wird aber auch durch die wirtschaftlichen Konsequenzen oder durch die sozialen Ungleichheiten, die durch Krieg verschärft gehen. Dafür ist das Thema vom Krieg, Kolleginnen und Kollegen, auch immer ein Thema von der Gewerkschaft. Das bleibt nicht aus. Wenn aber über Verteidigung, über Abrüstung, über die wehrhaft Europa geschwatzt wird, wenn auf allen Seiten riesig Verteidigungsetat gestimmt gehen, dann muss ich mir Folgendes festhalten. Wir sind immer für den Frieden. Wir sind immer für die Diplomatie, für die Stärke von den internationalen Organisationen wie der UNO, auch gegen den Krieg. Aber wir sind natürlich auch für ein souverän und ein stark demokratisches Europa. Und an der aktuellen geopolitischen Situation, die durch eine immer mehr große Unsicherheit, wie wir wissen, durch Multipolarität und durch unzuverlässige Bündnispartner geprägt ist, kann Europa einfach nicht schutzlos durchstehen. Aber wir sind auch weiterhin dafür, die Ukraine zu unterstützen an ihrer Verteidigung gegen den völkerrechtswidrigen Angriffskrieg. Und natürlich entstehen durch den schrecklichen Krieg und den Tiere von Europa, die schon über 3 Jahre andauert, mir auch durch das Agieren von Trump und Co. Ängsten an Debatten über die Verteidigungsfähigkeit von Europa. Wir müssen aber können so, wenn nur über Rüstungsetaten von Haut auf Mois, wenn die sollen mehr wie verdoppelt gehen. Aber wenn die Aktien von den privaten Rüstungskonzernen auch einmal durch die Plafond gehen. Aber wenn die neue Abrüstungspolitik eine verfehlte europäische Industriepolitik soll wettmachen. Aber wenn noch am großen Stil ob einmal keine Schulden gemäht gehen für Militärdepensen, wo wir sind Jahre streiten für Schulden zu machen, für Investitionen an Santé, an Infrastrukturen, an Bildung, an das Logement, an den Umweltschutz und so weiter, haben wir immer gesagt, das bedeutet also Ruin, das werden dann. Mit dann, Kolleginnen und Kollegen, da lebt etwas schief. Und wir sind erschreckt und wir sind alarmiert, wenn heute an unseren Ländern von Kriegsfähigkeit geschwatzt wird, statt von Verteidigungsfähigkeit. Weil wir wissen, was das bedeutet. Wir wissen, wo das kurz oder lang hinführt, nämlich zum Sozialaufbau für die Abrüstung. An als Regierungsparteien zu Lützeburg, die so als Haut, gibt kein Sozialaufbau. Das ist für sie die Rotlinie, wenn es um Verteidigungsdepensen geht. Aber wir werden sie daran erinnern, weil das ist das Allerwichtigste. Wir werden nicht dulden, dass auch nicht mehr 1 Euro von den schaffenden Leuten an ihre Familien weggeholt wird, für Privatrüstungskonzerne zu bereichern. Und dafür sagen wir auch, ein souverän, stark Europa, das verteidigungsfähig ist, so ein Europa, das eine souverän und starke Industriepolitik hat. Weil ohne Industrie in den europäischen Ländern sind wir immer
aufhängig vom ausländischen Großkapital. Ohne starke Industrie als auf Verteidigung an der Zukunft gar nicht zu denken. Und das haben wir auch gestern oft gesehen, wie geschwächt die europäische Industriepolitik ist. Dafür ist das da auch ein No-Go. Ein souverän stark Europa, das ist auch in Europa, das den Sozialdialog mit starken Gewerkschaften stärkt, das am Interesse von der Allgemeinheit agiert, das Kaufkraft von seinen Bürgern stärkt, das auf politische Stabilität und auf Demokratie und Platz auf Autoritärdiskure und auf Austerität setzt. Wir stimmen nicht einfach an den neuen Abrüstungshype, weil wir aus der Vergangenheit leider gelehrt haben, was das bedeutet, wo es kann hinführen, wenn du nur die Leidtragenden sind, nämlich die Schaffenden, die Pensionären, die Familien. Und das, Kolleginnen und Kollegen, war und wird immer für uns die rote Linie sein. Immer und überall. Kolleginnen und Kollegen, die Vision von dem fortschrittlichen Europa, an dem wir nach Frieden leben und am Wohlstand, die steht leider am direkten Widerspruch mit dem Europa, wie wir es heute kennen. Die Liste von den EU-Ländern, an denen rechtsextreme Parteien an der Regierung sind oder nur drin sind, die geht leider immer mehr lang. Das ist erschreckend. So eine politische Krise in Europa, also sind dem Ende vom Zweiten Weltkrieg, sind 80 Jahre nicht mehr gehen. An den Ausblick da in Zukunft, die lässt den leider nicht optimistisch stimmen. Optimistisch, Kolleginnen und Kollegen, könnte man just das sehen, wenn an Europa eine Kehrtwende gemacht wird, wenn endlich eine Politik gemacht wird, die dem Rechtsextremismus seinen Nährboden wäschelt. Der Rechtsextremismus als ein menschenverurteiltes Unheil, was den Uricht, die sind nämlich nicht einfach ein historischer Zufall, ohne Grund und ohne Ursachen. Nee, die soziale Not von den Leuten, die Perspektivlosigkeit, die Angst vor dem sozialen Aufstieg, das sind und bleiben Wasser auf Mille von der rechtsextremen Dynamik. Und entgegen der Forderung von den Gewerkschaften, auch der europäischen Gewerkschaftsbewegung, als an den letzten Jahren die soziale Dimension in Europa viel zu kurz kommen. Die wirtschaftlichen Interessen dominieren immer mehr. Die neoliberalen Politiken, die gemacht sind, am Interesse Rang vom Kapital an ihre Lobbyen, die haben zum Lohn und zum Steuerdumping gefordert. Sie haben Sozialstaaten geschwächt und die öffentlichen solidarischen Systeme von der sozialen Sicherheit. Sie haben sie ausgehebelt, sie haben sie der kommerziellen Privatisierung ausgeliefert. Und dieselbe Remarque gilt auch für die öffentlichen Dienstleistungen, wir kommen noch darauf zurück, inklusive der Santé, dem Bildungswesen und so weiter. Kolleginnen und Kollegen, der Begriff von der sozialen Marktwirtschaft, noch viel mehr die vom sozialen Wohlfahrtsstaat, die sind Punkt an der Versenkung zu verschwonnen. Die politischen Brandmauern von den demokratischen Parteien, die sind gut gegen rechtsextreme Parteien. Sie sind wichtig und sie sind notwendig. Sie werden allerdings auf Zeit nicht viel dingen, wenn sie nicht auf eine ganz solide Sozialbrandmauer aufbauen. Und es geht auch hier Frage von der Umverteilung. Der geschaffene Reichtum, der geht alltag weiter von den Noven verteilt. Und noch zu Lützeburg geht die Politik hauptsächlich am Sinn von denen Happy Few die Noven gemäht. Aber wenn immer mehr Großteile von der europäischen Bevölkerung von sozialer Armut betroffen sind, mit dann ist das genau der Summe für den Rechtsextremismus. Und mein Herz blutet, wenn ich gesehen, dass in Europa immer mehr Leute von der schaffenden Bevölkerung Bereitschaft weist, bei der Wahl Rechtsextrem zu wählen. Oder es schon gemacht haben. Und hier Frustration gegenüber der Politik, die ist zu verstehen. Sie ist legitim. Ihre Vertrauensverlust an Politik ist nicht unbegründet. Aber alles das ändert überhaupt nichts unter der Tatsache, dass hier die Wahlverhalten und hier rechtsextrem wählen einfach fundamental falsch, zutiefst rückschrittlich ist. Aber wie rechtsextrem wählt, die will das, was ihm selber noch viel mehr Leid wird zufügen. Wenn ein schaffender Mensch rechtsextrem wählt, dann wählt er gegen sich selber. Wir wissen das. Die Interessen von den schaffenden Leuten, von den Gewerkschaften, von uns all, die sind einfach unvereinbar mit dem Rechtsextremismus. Das eine schließt das andere grundsätzlich aus. Und dafür, merci, Kolleginnen und Kollegen. Als Organisation, wie wir heute stehen, als starke Organisation, die Interessen von den schaffenden Leuten und ihrer Familie vertritt, als eine Organisation,
die zutiefst von den humanistischen Werten geprägt ist, auch vom Kampf für die Menschlichkeit, muss mir als dem Widerspruch durchstellen. Und der Rechtsextremismus muss als das entlarvt werden, dass gestern schon viel gesucht ging. Antidemokratisch, autoritär, totalitär, gegen Menschenrechte an hier internationalen Konventionen, fremdenfeindlich, rassistisch, frauenfeindlich, diskriminatorisch gegen Majoritäten. Aber mal gucken, was heute an den USA ist, da gesehen wir, was das alles bedeutet. Weil da gesehen wir, wie politische Institutionen, wie die Gerichte, wie die Wissenschaft, wie die Presse und Meinungsfreiheit, wie die Gesellschaft insgesamt gespalten und gegen den gehetzt gehen. Wie eine Demokratie auf froh kann gestaltet gehen. Und vor allem, wie sehr das kann gehen. Und das ist erschreckend. Und ich brauche keinen am Saal das erklären, wenn Demokratie nur gegriffen gehen, dann ist das doch, dass als gewerkschaftliche Freiheiten angegriffen gehen. Geschichte hat ja viele Beispiele dafür, dass an allen autoritär-totalitären Regimen nicht keine Gewerkschaften. Gewerkschaften waren auch Alibi-Veranstaltungen. Und ohne Aufklärung geht es nicht. Mit all Aufklärung, die wir auch können machen, bringt nicht viel, wenn eben, wie gesagt, das Allerwichtigste fehlt, nämlich dem Rechtsextremismus seinen Nährboden wegzuziehen. Sein Nährboden muss Futti gemacht gehen, sonst möchte ihn Eis Futti. Aber für die Regierungspolitiken in Europa, für die europäische Politik besteht akuten Handlungsbedarf und kann nicht mehr in eine Richtung gehen. Die politische Krise vom europäischen Kapitalismus, die ist just dann zu lösen, wenn nur endlich erweitert Wurzel von den sozialen Ungleichheiten gestoppt wird, weil gleichzeitig an die entgegengesetzte Richtung geschafft wird. Stärkung und Schwächung vom Sozialstaat, Stärkung von der sozialen Sicherheit, Stärkung von unserem Gesundheits- und Bildungswesen, Stärkung von unserem Arbeitsrecht, Platz Schwächung von unserem Arbeitsrecht, Stärkung von der Kaufkraft von den Leuten, eine offensive Bekämpfung von den Wohnungskrisen, eine Stärkung vom Klimaschutz. Alles das muss passieren, Kolleginnen und Kollegen. Und gleichzeitig, und das ist ein wichtiger Punkt, muss Politik alles machen. Für all die demokratischen und die sozial fortschrittlichen Bewegungen, an Organisationen, an Assoziationen zu unterstützen, für sie zu stärken, für sich unmissverständlich Hand zu stellen, weil sie sind nicht auch, die den Kampf gegen die rechtsextremen Tendenzen können stoppen. All sozial fortschrittlich, all humanistisch und demokratisch gesinnten Allianzen, die wir heute können haben, sie von einer enormen Bedeutung an dem Kampf gegen den Rechtsextremismus. An eine von den größten Organisationen von denen, das sind Gewerkschaften, Kolleginnen und Kollegen, die Sozialbrandmauer, das sind wir. Und das sind da. Das in der Politik uns zu unterstützen und nicht riecht für uns zu versichern, uns zu schwächen. Das ist genau das, was nicht passieren darf. Leider ist aber auch genau das, was zu Lützeburg am Gang ist zu passieren. Weil die Gewerkschaften gehen nicht, zu Lützeburg von der Regierung unterstützt. Und nee, Kolleginnen und Kollegen, das ist genau das Kontra, was passiert. Die Regierung will keine Gewerkschaften, wir steuern sie. Die Regierung Frieden hat dezidiert, das Lützeburger Sozialmodell, wie er bislang funktioniert hat, zu attackieren. Und das mit einer Herd, wie man sie noch nicht erlebt hat. Und den Herr Frieden und den Herr Micho und die Kollegen vom Patronat, die Gleichgesinnten, sie müssen mal eine kleine Geschichtskurs kriegen über die Entwicklung vom Lützeburger Sozialmodell. Über die Rolle, die die Gewerkschaften gespielt haben an den letzten Jahren und Jahrzehnten, beim Aufbau von unserem Sozialstaat, bei der Erhaltung auch von unserem sozialen Frieden, bei der Bewältigung von allen Krisen, bei dem Aufbauen und Erhalten von unserer Sécurité sociale. Der Sozialdialog, das war immer gerade stärkt von unserem Land. Über 40 Jahre von unschätzbarem Wert für die soziale, aber auch für die ökonomische Entwicklung im Land. Und der UGBL versucht immer, an erster Platz natürlich, die Interessen der Leute Verhandlungstisch zu vertreten. Und dafür wollen wir auch den sozialen Dialog, Platz, die Sozialkonfrontation. Aber wenn das nicht möglich ist, Kolleginnen und Kollegen, da könnte zum Konflikt, und auch dafür sind wir bereit. Weil wir können auch das haben wir gestern am Tätigkeitsbericht eindrucksvoll nach einer kondensiert gesehen,
Wir haben viele Erfolge verbucht in den letzten Jahren. Wir sind viel weitergekommen, wir haben viel erreicht, wir haben uns Versprechen gehalten. Und das mal Verhandlungstisch, aber auch mal auf der Straße, wenn es notwendig war. Und wenn diese Regierung kein Verhandlungstisch will, wir das. Aber dann feiert KW Landstraße, Kolleginnen und Kollegen. Und wir werden uns wehren. Und wir werden uns an der Gewerkschaftsfront zu summen. Gemeinsam als OGBL und als LCGB. Zu summen sind wir so stark wie noch nie. Und Herr Frieden und Herr Micho können sich warm tun. Weil sie meinen ja, zu Lützeburg hatten die Leute nicht an ihrer DNA auf die Straße zu gehen. Aber wenn sie nicht direkt einen Kurswechsel herschlagen, und wirklich nicht direkt auf der ganzen Linie eine andere politische Schiene fahren, da werden sie schon gesehen, wie die Leute auf die Straße gehen. Und erlaubt mir die kleinen PK mehr. Es bringt doch nichts, wenn der Herr Micho versucht, nur die Wahlen mit falschen Zahlen dauernd klein zu reden und schlecht zu machen. Sowohl bei der CSL-Wahl wie auch bei den Delegationswahlen. Einfach falsch Zahlen an den Raum gehauen für die Gewerkschaften zu attackieren. Und ich gehe nicht mehr Haut auf die armseligen Manövren an, das River. Aber just das hier, wenn wir mit den Zahlen spielen. Members-Zahl von OGBL ist an den letzten 12 Monaten 10.000 Leute geklommen. 10.000 Leute. Wie viel sind da bei der CSV beigekommen? Die OGBL hat mehr wie 77.000 Membern. Wenn ich richtig informiert bin, sind dann der CSV insgesamt 10.000. Kolleginnen und Kollegen, der OGBL steht weiterhin zum Lützeburger Sozialmodell. Aber zum Sozialdialog mit 3 gleichberechtigten Partnern. Das war immer so. Das hat die Success Story von Lützeburg ausgemacht. Das soll so bleiben. Dafür müssen wir das Modell stärken und nicht schwächen. Und die Betriebe müssen gestärkt werden. Wir brauchen endlich mehr Rechte für Delegationen. Wir brauchen mehr Mitspracherecht, mehr Mitbestimmung, mehr Moyen. Und wir brauchen auch besseren Schutz gegen Kündigungen bei den Delegierten. Weil das ist katastrophal. Wir haben das letzten Déjà erlebt, was sich auf viele Plätze im Terrain aufspielt. Das ist inakzeptabel. Es wird mit allen Moyen Drogen bei uns Delegierte gemacht. Das werden wir nicht zulassen. Wenn sie einen Delegierte von uns gehen, dann gehen sie uns alle gut und dann werden sie es kennenlernen, Kolleginnen und Kollegen. Bravo, Sandro. An Annuel, die dauernd vom Sozialdialog schwätzt, dann die Bekenntnisse möchte, die will man ihre Leute an die Betriebe eins gehen, die selber, die Eis nicht brauchen, weil sie die Leute besser kennen wie mir. Die müsst auch intervenieren, verhindern, dass weiter Druck auf Leute ausgeübt gehen, die just einfach nicht mehr Arbeit machen. Annuel, die am liebsten gern hat, dass der Patron alles ganz lang mit seinem Salarié, den an einem Jahr de Subordination ist, kennt aushandeln, ohne Eis, wir stehren durch mir Nerven. Das ist eine ideale Welt für eine Welt ohne Gewerkschaften, genauso wie früher im 19. Jahrhundert, das nennen sie der Modernisation. Eine Welt, die meint, es gibt den sogenannten Kampf gegen den Absenteismus, das Wort, das man nicht gerne benutzen, bekämpfen, indem sie einfach nur Jurgen auf Kranker mischt. Kolleginnen und Kollegen, just ganz kurz dazu, man muss werdet keine Verschlechterung geben beim Schutz von kranken Leuten. Das ist ein absoluten No-Go. Das akzeptieren wir nicht. Nee, der Kontra ist der Fall. Wir brauchen Verbesserungen. Wir brauchen mehr Prävention, wir brauchen Schutz auf der Arbeitsplatz, bessere Arbeitsbedingungen. Wir brauchen Gesetze, die die Leute auch für die psychosoziale Risiken schützen. Es gibt immer mehr Burnout, immer mehr Stress, die psychosozialen Konsequenzen von der Arbeitsstelle. So, wir müssen das schützen, was uns am allerwichtigsten ist. Das ist unsere Gesundheit, Kolleginnen und Kollegen. Wir brauchen Arbeitsplätze, die die Leute nicht futtig machen, nicht krank machen, weder körperlich noch psychisch. Wir brauchen noch Arbeitszeiten, die die Leute nicht futtig machen. Auch das ist ein wichtiges Thema. Den Arbeitstag, der muss einen Anfang an den anholen. Den darf nicht komplett der Willkür vom Patron ausgesetzt sein.
Wir kommen auch nicht ernst, über die Arbeitszeitverkürzung mit vollem Lohnausgleich zu schwätzen. Weil auch Arbeitszeit als Lebenszeit. Und auch heute brauchen wir eine Zeitenwende, weil das nicht akzeptabel ist, dass Leute ausgequatscht gehen, bis sie krank sind auf der Arbeit. Und au contraire zu dem, was die Regierung Frieden an hier Frieden beim Patronat sich wünschen, brauchen Salarien auch ein bisschen eine Vorausschaubarkeit auf ihre Arbeitszeiten. Sie müssen auch ihr Leben können planen. Sie können nicht einfach sprangen, wann der Patron sie gerade braucht, anderen heimgeschickt, wenn sie gerade nicht braucht. Weil ob es ihnen gefällt oder nicht, die Kollegen von der Regierung und vom Patronat, Leute haben leider neben der Arbeit auch noch Leben. Sie haben ein Leben und auch das müssen sie kriegen, auch das müssen sie können planen, auch das muss vereinbar sein. Und die Gewerkschaftsbewegung, Kolleginnen und Kollegen, die steht historisch für die Verkürzung von der Arbeitszeit, auch für ihre humane Gestaltung. Auch für das Patronat steht hinter mehr wie 200 Jahren für etwas ganz anderes dann. Die Arbeitszeit immer so weit wie möglich der Profitmaximierung zu unterwerfen. Über den Weg von mehr Schaffen, Verlängerungen, von allen Formen von Flexibilisierung, Zerstückelung, von Nichtbezahlung von Arbeitszeiten. Der Streit um die Arbeitszeiten, den ist so alt wie der Kapitalismus. Aber bei der Gesetzreform von 2017, da ist es noch gelungen, die aggressiven Forderungen vom Patronat für eine salariatsfreundliche Ultra-Flexibilisierung von Arbeitszeiten aufzublocken. Aber 8 Jahre danach, da hat das Patronat einen neuen Urlaub. Sie haben rückgewandt, sie sind dekomplexiert, sie haben eine Regierung gefunden, die hier Wünsche erfüllen. Jahresreferenzperiode wollen sie. Verkürzungen von den Pausen zwischen den Schichten, Verlängerung von der Wochenarbeitszeit. Männer wie 44 Stunden Pause pro Woche, das ist viel zu viel, so und so. Männer können mehr schaffen. Das ist das, was die Eis-Regierung an ihrem Koalitionsprogramm aus dem Wunschkatalog von der UL kopiert hat. Das ist gruselig. Das ist plus das, was sie als Modernisierung wollen verkaufen. Und das ist vergleichbar mit den Arbeitszeiten, wie man es im letzten Jahrhundert hatte, Kolleginnen und Kollegen. Und dabei sind mehrere, die immer für eine moderne Wirtschaft anstehen und immer stungen, wo die Salari geschützt ist, wo man sich entfallen kann, wo ein Machtspruch hat, wo eine gesunde Kader von eine gesunde Form von einem starken Arbeitsrecht gibt. Nur so kann nämlich auch eine Wirtschaft gesunder produktiv sein. Weil wir sind nicht ja, die den Wohlstand erschaffen. Wir sind die Wirtschaft. Mit dem Kontra geschieht gerade an einem Sektor, Kolleginnen und Kollegen, da haben sie schon rund 50.000 Beschäftigten einfach mal angekündigt, hier Arbeitszeiten massiv wollen zu verschlechtern. Und sind da viel von ihr schaut vertreten, Kolleginnen und Kollegen aus dem Handel, das, was den Herr Dallas und den Herr Frieden am Kommerz wollen durchziehen, das ist einfach nicht mehr inakzeptabel. Einfach so. Ohne dass irgendjemand nicht wollt, ohne auch, dass es den Zeitdruck gab, Matzen an der Urbehandlung von einem größten Sozialkonflikt in den letzten Jahren, trotz eisen legitime Gegenargumenter von UGBL und LCGB an der Diskussion, ohne mit der Wimper zu zucken, ohne an die tausenden Salarien zu denken, die auch noch oft Frontalier sind, oft Frauen sind, die zu Mindestlöhnen müssen schaffen gehen, und sie einfach einseitig dezidiert, ganz allein, einfach so, Butiker, von morgens 5 bis abends 22 abzumachen, Sonntags abzumachen, Feiertage abzumachen, brav, einfach mal so kurz London, Tokio, Paris gespielt und das auf Kosten von den Lebensbedingungen von Tausenden und Tausenden Leuten. Unnötig, das ist unverständlich, das ist eklig, das ist inakzeptabel. Und das dann von einer Regierung, die sieht, sie stehen nicht auf der Seite vom Großkapital, aber hier weisen sie Gnade konträr. Kolleginnen und Kollegen, da können Regierungsparteien auch nach so gern am 8. März für das Engagement für die Frauenrechte stehen. Wir wollen sie gleichzeitig, aber ohne umzugucken, die Arbeits- und Lebensbedingungen von Tausenden und Tausenden Frauen so dramatisch verschlechtern. Wenn sie wirklich da voll drüber fahren, wenn sie alle Formen von Work-Life-Balance vernichten,
Aber da kann ich Ihnen das nicht auffüllen, wenn Sie sagen, mehr als die Frauenrechte stehen. Frauenrechte gehen nicht zum Nulltarif. Wie will eine seriöse Gleichberechtigung? Wie will eine Egalität? Die muss sich eben auch für geregelte Arbeitszeiten ersetzen. Anders geht es nicht. Die muss sich für gerechte Löhne ersetzen. An den auch, ja, die muss auch über die Arbeitszeitreduktion bei vollem Lohnausgleich schwätzen. Erlaubt mir just kurz ein großes Merci an jeden, der bei dem Fragestreik des Jahr dabei war, weil den OGBL war auch ein wichtiger Bestandteil des Jahres, den 8. März. Und das war so ein schöner Manif. Und es war für uns alle auch ein Manif, die gewissen hat, dass es ein Liegen ist, dass Lützeburg es nicht an der DNA hat zu manifestieren. Weil einfach so aus dem Nichts kommen 5.000 Frauen auf die Straße, die sich für die Gleichberechtigung gesagt haben. Kolleginnen und Kollegen, neben den Arbeitszeiten, was das Zweite, was der Core-Business von der Gewerkschaft ist, sind nicht Löhne. Und der OGBL setzt sich an, seit seiner Gründung für eine gerechte Gesellschaft. Also Kampf für eine mehr gerechte Verteilung von dem geschaffenen Reichtum, der fängt eben mit einer starken, guten, offensiver Lohnpolitik an. Und das ist auf Lützeburg Index, Mindestlohn, Kollektivvertrag. Satz zum Index braucht man heute nicht viel darüber zu sagen. Der Index ist und bleibt ein Rotlinie für den OGBL. Wir haben an den letzten 5 Jahren verteidigt, contre vent et marée. Wir hatten recht. Wir haben uns durchgesagt. An der zweiten Tripartite gibt den Indexmechanismus komplett retabliert. Und dafür bleibt der Devise vom OGBL auch an den nächsten 5 Jahren, Kolleginnen und Kollegen, fangen weg vom Index. Zweite Wolle Mindestlohn. Das ist immens wichtig. Das ist indispensabel, auch für Kollegen, die nicht in einem Betrieb ohne Kollektivvertrag arbeiten. Aber wir wissen aber auch alle gut, den eine Arbeit tut, der muss auch von seiner Arbeit leben. Und das geht nicht mit Mindestlohn, geht es nicht durch zu Lützeburg. Der Mindestlohn ist zu tief, er leidet ändert den 4 Kriterien von der europäischen Direktive. Er leidet ändert dem Referenzbudget vom Stadtteil, den er braucht, für zu überleben, wenn ich so sagen, für dezent zu leben. Und er leidet noch viel, viel mehr weit ändert dem erschaffenen Reichtum von den Leuten, die alltag müssen für den Mindestlohn arbeiten gehen. Und alles das geht nicht, es geht nicht. Den OGBL fordert eine strukturelle Erhöhung von 10% vom Mindestlohn. Und wir brauchen mehr einen höheren Mindestlohn, sogar Europa sieht uns das haut. Aber nein, den Herr Michaud nicht. Ich bin mal nicht bereit, mit seinen Kollegen vom Patronat hier etwas zu machen, für die Situation der schaffenden Leute zu verbessern. Zu Lützeburg sind sie bald 15%, die sogenannte Working Poor. Das ist Platz 10 in Europa. Trauriger Rekord. Am Sport ist das vielleicht gut, aber hier ist die Letzten die Besten. Und das dritte Element von einer gerechten Lohnpolitik, das sind als Kollektivverträge. Und da sind wir beim Thema. Sie sorgen für besser Löhne, für mehr gerechte Löhne. Wir verhandeln im Moment ein paar 100 Kollektivverträge. Das ist eine von unseren Hauptmissionen. Das ist eine mega Arbeit, die du gelegt hast, eine große, eine wichtige Arbeit, für das die Leute, die arbeiten gehen, auch endlich einen gerechten Anteil und dem erschaffenen Reichtum kriegen. Und dafür brauchen wir mehr Kollektivverträge. Wir brauchen mehr sektorielle Kollektivverträge. Die Europäische Kommission hat das dann noch erkannt. Gestern war der frühere Europakommissar Nicolas Schmid, den als nachher über den Sinn auch an den Grund von der Direktive informiert hat. Lützeburg hat dann über die Direktive eine Verpflichtung, einen Plan d'Action zu machen, für Minimum 80% Kuvertur von den Kollektivverträgen zu kommen. Die musste mit den Gewerkschaften verhandelt gehen, by the way, über die Direktive. Und der Approach von der Regierung ist klar, den Kontra zu machen, von dem, was muss gemacht werden. 10 Jahre fordern wir, dass das Gesetz über Kollektivverträge muss angepasst gehen, weil die Betriebslandschaft hat sich auch weiterentwickelt. Das Gesetz ist heute nicht mehr zeitgemäß, es schränkt bloß schon als Verhandlungs- auf Vertragsfähigkeit an. Und das Resultat davon ist, dass wir
immer mehr Leute, die vom Kollektivvertrag wie es ausgeschlossen sind. Quasi von 2 Salarien aber hier im Land kein Kollektivvertrag. Sie sind immer da ausgebremst, was die Entwicklung von ihrem Lohn belangt, von ihren Arbeitszeiten, von ihren Arbeitsbedingungen, von ihren Congés, Recht auf Weiterbildung, Arbeitsplatzsicherheit, Marktbestimmungen, alles das, was wir in den Kollektivverträgen noch verhandeln. Aber was mich als Regierung an dem Kontext, sie greift Eis an. Das ist nicht zu glauben. Sie greift als Verhandlungskompetenz an. Das exklusiv Recht von den Gewerkschaften für die Kollektivverträge zu verhandeln. Gegen die Definition von der europäischen Direktive. Und sie will auch nach Verhandlungsinhalte von den Kollektivverträgen aufschwätzen. Aber, Kolleginnen und Kollegen, das ist der größte Angriff, den sie können machen. Das ist ein frontaler Angriff gegen die Lützeburger Gewerkschaftsszene. Wie sich gegen als Verhandlungsrecht stellt, wenn die Gewerkschaftsbewegung über Gesetz, über das Arbeitsrecht will schwächen, die stellt sich frontal gegen all die Arbeits- und Lohnbedingungen von den schaffenden Leuten heute zu Lützeburg. Das ist eine Sozialkriseserklärung gegen Salariat und gegen die nationalrepräsentative Gewerkschaften. Das ist eine Attacke gegen die soziale Brandmauer, die wir sind. Für unsere Message ist klar, Herr Premierminister, halt op Gewerkschaften anzugreifen, halt op mit deren Plan sie zu schwächen. Organisiert endlich einen seriösen Sozialdialog für mehr Kollektivverträge am Land zu kriegen. Und denkt immer dran, den sich haut und der Gewerkschaftsbewegung will vergreifen. Mit dem ist nicht anders, wie als Demokratie in Zukunft fortzusetzen. Nicht mit uns, du wird mehr als wehren. Zusammen, gestärkt, mit allem bis zum Äußersten. Kolleginnen und Kollegen, neben der Lohnpolitik, da gibt es aber noch eine zweite Manier, die Verteilung vom geschaffenen Reichtum gerecht zu machen, das sind Steuern. Ein großes Steuerreformband, als angekündigt, mir das schon immens lang. Sie ist auch nötig, weil unser Steuersystem ist fundamental ungerecht, benötigt für allem die schaffenden Leute, Familien. Mit der Steuerreform auch da muss am Vielfalt mit den Gewerkschaften diskutiert gehen. Denn Herr Frieden sagt uns, dass Steuerpolitik, das ist Politik, das machen wir lang. Das ist ein No-Go. Und dazu gehört es doch, dass nicht de Bemol, nie vu ni connu, unilateral von 2 Ministern eine Pressekonferenz abgerufen wird, für mitzuteilen, dass los quasi Stock Options will aufhören. Und dass den High Net Worth Individuals mir gestern darüber geschwart, nach weiter 100.000 € Steuerkarte auf den Kap will machen. Das ist ja verreckt, das ist aberrant. Eine Steuerreform, die muss endlich für mehr Gerechtigkeit sorgen und nicht nach mehr Ungerechtigkeiten. Und das ist so gut die OECD. Und das ist nicht bekannt, also sie sind nicht bekannt als Großkollegen. Und sie so noch, dass wir von den ungerechtesten Steuersystemen als die Mombasländer haben, muss man sich vorstellen. Und wir haben Ungerechtigkeiten auf immens vielen Niveaus. Wir wissen das, Privatleute bezahlen immer noch mehr Steuern wie die Betriebe. Und das, obwohl wir wissen, dass die Gewinner von den Betrieben ja mehr ist wie die Bayern. Sind da mehr wie 30 Jahre geht Betriebsbesteuerung munter weiter rauf. Die Relation geht also immer mehr, an der Relation immer mehr nach innen. Zweitens gehen Saläre mehr hoch besteuert wie die Revenu vom Kapital, die oft ganz steuerfrei sind. Drittens gehen auch am Steuerbarem die niedrigen und die Mitteleinkommen relativ gesehen viel mehr besteuert wie die von den Hagen. Viertens, als Lohn besteuert, der Besitz nicht. Wir wissen, wen davon profitiert, weil konträrement zu dem, was verschiedene Regierungsvertreter mengen, es sind nicht die Leute mit der Mindestrente oder die mit Mindestlohn, die viel besitzen, die viel Aktien haben oder Spurtes oder Immobilien. Fünftens, Ungleichheiten zwischen den Residenten und den Grenzgängern, die bestehen weiter, die gehen auch weiter rup. Herr Roth, il y a du pain sur la planche, von der Welt mehr Steuergerechtigkeit, weil mehr Netto vom Brutto, respektive sogar teilweise 100% Netto vom Brutto, das gilt am Moment just für die Reich- und für die Großkonzerne. Der OGBL fordert, unter anderem, dass Gewerkschaften müssen mit abgebunden gehen am Vielfalt von der Diskussion über die Steuerreform. Da brauchen wir mehr gerechte Steuerbarem, den die niedrigen und die Mittelrevenuen entlastet, den die hohen Revenuen mehr belastet. Diese Barem, die muss dann aber auch automatisch unter die Inflation angepasst gehen. Auch hier ist nach Nachholbedarf.
Kreditimpoen nicht zu vergessen, die müssen auch unter die Inflation gepasst gehen. Wir fordern noch einen Stopp von den ewigen weiteren Bässe von der Betriebsbesteuerung. Wir sind auch mal eine seriöse Analyse, was das da Brot tut. Wir fordern die Remaufführung von der Vermögenssteuer für Privatleute, eine progressive Vermögenssteuer, so dass kein Normalsterblichen davon betroffen ist. Also sind wir bei denen, die ganz hoch sind und die ganz viel besitzen. Selbst bei der Erbschaftssteuer. Wir visieren nicht den Normalsterblichen und Normalverdiener. Wir müssen auch die viel haben, auch mehr beitragen. Wir gehen weiter Steuerkadoen für Großverdiener. Wir verlangen endlich eine steuerliche Gleichbehandlung von Salären und Kapital. Und die Regierung schlussendlich muss dafür sorgen, dass es nicht zu Benachteiligung kommt von unseren Grenzgängern. Ich sage nicht schon an einem Satz, weil wir wissen nicht alle Geheibannen, über 200.000 Leute, alltag, fahren über die Grenze, stundenlang am Stau, für das Land weiter zu bereichern. Sie bezahlen hier Steuern, sie bezahlen hier Kotisation soziale. Sie machen die Reichtum von unserem Land matt aus und die Finanzierung von unserem Sozialstaat, von unserer Sécurité sociale. Und der NGBL fordert, dass es endlich aufhört mit der Diskriminierung. Eine Steuerreform, die muss für mehr Gerechtigkeit sorgen. Und sie muss natürlich dem Staat die nötigen Mittel geben, für Investitionen in Zukunft zu machen. Das ist evident, dass die viel haben, auch müssen mehr beitragen. Weil die viel sind groß, Gesundheit, Education, Logement, Umwelt. Und auch bei den Pensionen, Kolleginnen und Kollegen, kommen die viel noch was zu. Und contrairement zu dem, was immer behauptet wird, verschließt den OGBL und auch den LCGB sich überhaupt gut keine Diskussion. Weil das ist auch total normal, dass legitim, dass die Pensen wie die Pensionen aufwärts gehen von den nächsten Leuten an den nächsten Jahren, weil viele Leute an Pension gehen. Und an einer echten Phase können wir ja auf die enormen Reserven zurückgreifen, die sind ja dafür da. Und noch über zusätzliche Finanzierungsquellen muss man können schwätzen. Mit der auf keinen Fall Buckel von den Leuten an die nächste Generation hinausgedroht gehen. Wir haben durch die Lastpensionsreform 2012 schon viel verloren. Die Jungen von heute verlieren durchschnittlich 400.000 € auf ihre Pensionskarriere. So viel dazu, du hast auch gesagt, gehen die Reform ist für die Jungen. So wie heute. Aber wenn das System, Kolleginnen und Kollegen, finanziell nicht mehr abgeht, dann müssen wir Resetten schaffen. Das ist mehr wie logisch. Und die Gewerkschaften haben eine ganze Reihe Proposen und Evaluierungen gemacht. Wir haben die angeregt, wie wir das System können langfristig aufsichern. Und das ist responsabel. Das ist ein seriöser Approach. Aber ich kann nicht etwas sagen. Das, was Patronat möchte, das ist komplett und total unverantwortlich. Sie refusieren auch nicht mehr über Kotisationserhöhung oder andere Sachen zu diskutieren. Sie wollen einfach die Renten im weiter 30% kürzen. Für das nur die Jungen an ihre Privatversicherung investieren, die den Leuten gar nicht viel bringen, aber just Taschen von den Aktionären füllen. Und daneben wollen sie auch noch die direkt staatliche Partizipation und dem öffentlich-rechtlichen solidarischen Pensionssystem aufsetzen. Und über diese Weg an ihrem Interesse Staatsgelder an ihre eigene Tasche fließen lassen. Sie sichern nicht nur Lösungen für die große Majorität, sie sichern just nur Lösungen für die Happy Few. Und dabei stellen gerade als Sozialversicherungen einen großen Teil von der Attraktivität von diesem Land. Das scheint aber von Patronatseite immer im Vergiss zu gehen und direkt aufs Spiel gesetzt zu gehen. Und hier auch kann ich nicht mehr feststellen, punkto Modernisierung, dass Patronat und Politik total rückschrittlich handeln, von moderner Wirtschaft nichts zu sehen. Sie wollen Pensionen von unseren Kindern auf dem Niveau von unseren Großeltern zurückkatapultieren. Andere Menkeer drehen sie vom letzten Jahrhundert, Kolleginnen und Kollegen. Es ist verantwortungslos, die jungen Ideale auszuspielen, für Panik zu machen. Es ist verantwortungslos, wenn es strikt geht wird, für mehr Resetten zu schaffen und nur noch mit falschen Zahlen hantiert, was das Niveau von der Pension betrifft. Ein System, das sicher den auf, an dem ihn stärkt, und sicher nicht, an dem ihn schwächt. Und das, Kolleginnen und Kollegen, möchte ich in Lützburg am Sozialdialog. Mit den Sozialpartnern, die das System aufgebaut haben, über 100 Jahre entwickelt haben, die zu dem machen, was genau das, die nur noch bezahlen. Und das möchte ich nicht an einer gefährlichen Scheindemokratie, die als Regierung aber gerade betreibt. Und ich gehe heute nicht mehr lange drüber an. Wir hier Online-Aktion, schwarzmarkt.lu, bezahlt mit 150.000 € oder mehr von unseren Steuergeldern,
Die sollen den richtigen Sozialdialog, also Sozialdialog an den Eck drücken. Und nachdem die Schuss noch voll noch Handel ausgegangen ist vom Schwarzmarkt, sollen nur einfach die Majorität antworten, wie ihnen nicht gefallen, die Regierung alles auch nicht wie arrangieren, die gehen dann ignoriert und dann wird gesagt, die so ja dasselbe, die gelten dann als End. Aber das geht nicht, Kolleginnen und Kollegen. Beim OGBL wird zu keinem Renteklau kommen. Wir sind noch hier auf einem Punkt von der Geschichte gekommen, wo es um alles geht. Es geht um alles. Wir müssen also starken, öffentliche, solidarisch finanzierte Pensionssystem mit allen Moyens verteidigen. Es ist von den größten Errungenschaften vom Salariat. Es steht Matzen an der Frau am Mittelpunkt von der Verdelungsfrau. Wir müssen es machen für uns, für die kommenden Generationen, für das Wohl vom Land, für den sozialen Frieden, an vollster Verantwortung vis-à-vis von all denen, die als Security sozial zu dem gemacht haben, was sie heute ist. An eine Regierung, die mal nicht von einem Drittel von den Leuten, die ein Wunder schaffen, gewählt ist, die für die Wahlen kein Wort über die Renten verloren hat. Die haut respektlos gegen Gewerkschaften facht, die Lützeburger Sozialmodell am Gang ist aufzubauen. Aber die hat absolut keine Legitimität für den Generationenvertrag Futti zu schlagen, Kolleginnen und Kollegen. Das werden wir nicht so lassen. Bei der Diskussion im Gesundheitskäse ist es leider ähnlich. Hier geht, wie gesagt, lieber ein Kampf gegen die Krankheit gefordert wie gegen die Krankheit. Aber wenn als Gesundheitskäse ein Problem hat oder eitel riskieren zu gehen, dann ist das mit Sicherheit nicht Schuld von den Kranken. Die können nicht dafür. Die sind bestraft genug. Aber wir erinnern uns, dass auch ein Auftrag, die Hauptmission von der Gesundheitskäse ist, die Kranken zu schützen, sie abzufangen. Und noch heute dürfen neue Finanzierungsmöglichkeiten kein Tabu sein. Heute bietet sich ein Deplafondement von den Kotisationen bei den Sachleistungen an. Das wäre ja plus eine sozial gerechte Mesure, eine solidarische Mesure, weil die Sektoren aus der Ökonomie, wo wir niedrig Löhne bezahlt gehen, die wären nicht betroffen. Eine bisschen Solidarität von der Finanzplatz vis-à-vis vom Horeca und dem Kommerz, das wäre auch mal schön, wäre etwas Neues. Weil auch hier brauchen wir eine Stärkung von unserem System. Ein System, das noch weiterhin muss an einem Modell Tripartit geriert gehen, das nicht privatisiert gehen. Aber wenn der medizinische Fortschritt da ist, dann ist das normal, dass das etwas kostet. Und dann dürfen halt keine Spurüberlegungen, ökonomische Überlegungen überweihen. Alles anders, Kolleginnen und Kollegen, als Non-Assistance à la personne en danger. Kolleginnen und Kollegen, die Inegalitäten sind noch immer hoch zu Lützeburg. Und die erste Amtshandlung von der Regierung, die wird direkt in den Ton gehen. Das ist nämlich direkt angegangen mit der Bekämpfung der Armut. Wie leider war die Bekämpfung von den Ärmsten mit einer polemisch betriebenen Politik gegen die Herrschatten. Aber eine Bekämpfung von der Armut, par contre, die lässt noch immer auf sich warten. Da gibt es keinen Plan, nichts Konkretes. Das Armutsrisiko klimmt konstant weiter. Für allem bei den Kanner, ganz traurig, Constat ist extrem hoch im internationalen Vergleich. Aber eine Kannergelderhöhung, das schenkt für die Regierung ein Tabu. Das muss ich Ihnen erklären, ich verstehe das nicht. Und dabei haben wir noch immer einen Retard bei der Anpassung vom Kannergeld, weil sie jahrelang desindexiert waren. Das Know-how indexiert das. Das ist unserem unermittellichen Ansatz zu verdanken, unserem Streit über Jahre für eine Reindexierung und eine Anpassung vom Kannergeld zu kreieren. Mir aber die jahrelang Desindexierung, die hat aber Werteverlust mitgebracht, dadurch das Kannergeld devalorisiert gehen. Und das ist so lange an den Taschen von den Familien serviert gehen, wo heute groß Lach geschafft gehen und auch da muss retroaktiv nach etwas passieren. Die Sozialsituation zu Lützeburg, sie hat sich verschlechtert. Das hat sogar die Europäische Kommission gesehen, die mittlerweile die böse Fanger weist. Und auch wenn man gesagt hat, das ist eine schwere konjunkturelle Situation, steht Lützeburg global gesehen wirtschaftlich ganz gut da. Wie wir wissen, 2 Texte Produktivität in Europa, 2 Texte Benefice pro Salarié, niedrige Inflation, niedrige Staatsschuld und so weiter und so fort. Aber sozial gesehen, da sieht es ganz anders aus. Da kriegen wir carrément die gelbe Karte von der Europäischen Kommission. An ihrem Tableau sozial, da gibt es 17 Indikatoren, wo sie müssen. Und da steht Lützeburg 8-mal nicht gut da. Ganze 8 Indikatoren, wo wir nicht da erfüllen, was wir müssen. Das ist die drittschlechteste Platz in Europa. Das ist krass.
Da ist sie just nach Rumänien und Griechenland. Du musst ihn sich vorstellen, und du musst ihn vorstellen, Kolleginnen und Kollegen, die Regierung, wenn ich dir endlich wegkriege, wenn ich mehr dir etwas. Das ist inakzeptabel. Und von den großen Problemen an der Frage von den Inegalitäten und von der Armut ist sicher noch immer das Logement. Und ich meine, es geht wirklich Sturm am Gepflicht. Also, es geht auch nur mit weiteren Mesuren für die Promoteuren hier Margen zu erheben. Hier fehlt es manifestement an politischer Volonté. Das ist klar. Es fehlt die politische Courage, für seriös und anschneidend Mesuren zu holen gegen Spekulation. Aber das Problem ist, Politik will seine Kolleginnen und Kollegen, das kennt ihr nächste Grillfest für ganz schlechte Stimmung sorgen, Kolleginnen und Kollegen. Wir brauchen endlich eine seriöse Besteuerung von Wohnungen und Terrain, die idle stehen. Die Spekulation muss gestoppt werden. Wir brauchen ein seriöses Loyersgesetz, das seinen initialen Zweck erfüllt, die Loyer zu schützen. Der Staat und die Gemeinde müssen massiv in den sozialen Wohnungsbau investieren. Hier geht es schließlich auch um die Jugend von unserem Land. Aber komischerweise, als die Jugend von unserem Land aber nicht das Logement invitiert. Obwohl das Problem vom Logement für sie aktuell viel mehr dramatisch ist als das von der Rente. Gell? Aber vielleicht ist das Problem vom Logement der IGSS-Prognose 2070 schon gelesen, und dafür gehen sie nicht mehr invitiert. Contrairement zu dem, was nötig wäre, wird die Regierung an das Netzgeleben den Invest an de Logement abordable am Budget pluriannuell für die nächsten Jahre zurückgeschraubt. Ohne Erklärung geht doch keinen Sinn. Und erschreckenderweise, als dasselbe geschieht bei der Umwelt, aber bei der Klimapolitik. Er soll in Zukunft einfach mehr investiert geben wie geplant. Eine ganze Reihe Hilfe sind zurückgeschraubt, Sozialkriterien fehlen noch immer. Denn Herr Friede sagt, Umweltpolitik, die soll den Leuten Spaß machen und nicht nerven. Mit den Einzigen, denen die gute Politik am Moment Spaß möchte, das ist ein Finanzminister, Kolleginnen und Kollegen. Umweltschutz, Klimaschutz als ein zentralen Enjeu, auch für den OGBL. Der OGBL steht voll hinter den Klimazielen. Die Umweltkrise trifft auch an erster Stelle die vulnerabelsten Leute, auf der ganzen Welt, aber auch zu Lützeburg. Und dafür muss Politik in dem Bereich sozial gerecht gesehen. Da kommen riesig Kosten auf uns durch in den nächsten Jahren. Ne? Die Preispolitik, die da gemacht wird, die dir auf keinen Fall zu weiteren sozialen Ungleichheiten und Ungerechtigkeiten führen. Und das an Tonnen von Etüden bewiesen gehen, auch zu Lützeburg daher, dass es die Reich sind, die mit einem dicken Abkommen, die auch am meisten verschmutzen. Dann ist es doch logisch, dass sie am meisten bezahlen. Und nicht die, die sich sowieso die neuen Technologien nicht leisten können. Weil es erstens noch immer kein Präfinanzment besteht, das seriös ist. Weil die Klimatik à tout zéro aufgeschafft wird. Weil die Hilfen für die niedrigen Leute einfach nicht durchgehen. Und auf der anderen Seite, die sowieso genug haben, die kriegen auch nach dem dicksten Tesla mitfinanziert, Kolleginnen und Kollegen. Der Klimawandel ist auch zu Lützeburg gekommen. Wir wissen alle gut, das hat mittlerweile jeder gesehen. Er hat auch einen negativen Impact bei Arbeitskonditionen geschaffen, und allem von den Leuten, die viel dabei schaffen. Und hier bräuchte man besser Gesetze. Das ist ja auch die Rolle vom Arbeitsrecht. Die Leute zu schützen, die an einem Arbeitsverhältnis stehen. Das ist ja der erste Arbeitsgesetz da. Sie sind ja der schwachen Teil, den haben dem Lien de Subordination mit einem Patron. Das muss passieren. Muss doch legiferiert für die Scheinselbstständigkeit von der Plattformarbeiter zu gehen. Weil die schaffen in prekären Arbeitsbedingungen. Hier können so modern viel gehen. Wir müssen das Arbeitsrecht allgemein und Digitalisierung anpassen. Wir brauchen mehr Mitspracherechte. Wir brauchen mehr Recht auf Weiterbildung und so weiter und so fort. Wir haben viele Ideen, wie das Arbeitsrecht richtig modernisieren können. Der Arbeitsminister will lieber das Arbeitsrecht abwischen und Gewerkschaften unter Rand drücken. Aber wenn wir da bei den Attacken sind, dann komme ich zu der letzten und der rezenteste Attacke, die können vom Herrn Gloden. Nachdem es sich für die gegen T-Shirt stark gemacht hat, geht es um Manifestationsrecht. Wir haben gestern schon viel darüber gesprochen. Hier geht es doch um Demokratie. Hier geht es doch um Meinungsfreiheit, um Gewerkschaftsfreiheit, Gewerkschaftsrechte. Das, was heute passiert, das Projekt de Loi als eine Vorstellung von den demokratischen Rechten, von Menschenrechten. Die Vorstellung kann vielleicht eine gewisse Logik haben, weil als erstes geht es um die Rechte von den schaffenden Leuten und dann auch von den Gewerkschaften und dann geht es um ihr Recht, für sich zu wehren. So gesagt wohl Demokratieverständnis von unserer Regierung aus. Wir nehmen nicht mal das, und hier muss man es wehren,
Hier müssen wir, Kolleginnen und Kollegen, auch von allen gleichgesinnten, aber befreundeten Organisationen zusammenhalten. Hier muss die ganze Zivilgesellschaft zusammenhalten und sich manifestieren. So geht es nicht, Kolleginnen und Kollegen. Und dann habe ich ab mit einer Konklusion, die ein bisschen sowieso sich spiegelt an all dem, was wir gestern heute schon gesehen haben. Wir erleben neue Zeiten. Wir sind an einer Zeitenwende. Wir erleben weltweit eine Verschiebung von den Mächten auf Seite von den wenigen, die bald alles besitzen. Das ist so beim Trump, das ist auch so beim Putin, bei allen Kriegstreiber, das ist auch so bei den rechtsextremen Kräften, das haben wir ganz lange gut erklärt gekriegt. Und das ist aber auch so bei all den Kräften in Europa, die sich hier Politik vom Patronat diktieren lassen. Auch da ist es dasselbe Phänomen. An eine Regierung, die sich offen zum Patronat bekennt, wo der Premierminister sich selber als CEO betitelt, wo der Wortgebrauch von UEL und von der Ministerin identisch ist. Same Storytelling, geben sie so. Und wir auf der anderen Seite. Wir, die auf der anderen Seite stehen. Wir auf der Seite von denen vielen. Nicht auf der von den ewigen 1%. Aber wie ich schon 4 oder 5 Jahre gesagt, kämpfen wir for the many, not for the few. Für die, die nicht möchten. Merci. Kolleginnen und Kollegen, für die, die vielleicht nicht möchten vom Geld oder vom Kapital besitzen, aber die möchten von Hei besitzen, die möchten vom Kollektiv. Weil auch das ist eine Frage von der Umverteilung vom Kräfteverhältnis. Wir sind auf einem Turning Point gekommen, wo es heißt, alles oder nichts. Wir können nur Rückschritt an 900 Jahrhundert wählen, wie wir es oft gesehen haben, oder soziale Fortschritte noch hier. Wir können nur Schwächung von Gewerkschaften und Salariat oder Sozialgerechtigkeit endlich kreieren. Wir können nur autoritäre Politiken an totalitäre Regime oder richtig Demokratie verteidigen. Aber Kolleginnen und Kollegen, die Choix das ist keine Fatalität. Wir alle gut, jeder einzeln heibannen. Wir sind nicht, die den Unterschied können machen, aber wir werden ihn machen, Kolleginnen und Kollegen. Für als Kollektivvertrag, für als Kaufkraft, für als Renten, für geregelte Arbeitszeiten, für eine gute Gesundheitsversorgung, für bezahlbare Wohnen, für als Manifestationsrecht, für als Rechte insgesamt an als Freiheiten, für als Demokratie, weil auch das steht im Spiel, für als Lützeburger Sozialmodell, all zusammen aber als Nationalmanifestation vom Front Syndical, OGBL und LCGB. Schreibt euch den 28. Juni dick auf fett an den Kalender. Wir zählen auf jeden Einzelnen von ihr, könnt auf jeden Einzelnen un. Wir brauchen das selbe Engagement und dieselbe Leidenschaft, die wir immer in der Geschichte bewiesen haben. Los es soweit. Vive die schaffenden Leute, vive die Pensioniert, vive den OGBL, vive die gemeinsame Gewerkschaftsfront. Ich so nicht merci.